So Freunde, wie versprochen war ich offscreen noch etwas unterwegs und habe endlich das Rätsel gefunden, gelöst. Nein, nicht das Rätsel da mit diesem seltsamen Vieh, sondern das Rätsel mit dem Geist, bzw. Dämon. Und es ist im Grunde genommen so simpel, ich frage mich immer noch, wieso habe ich das nicht eher herausgefunden? Oh Mensch. Erstmal den noch killen, vielleicht noch lieber für mich. Nee, natürlich nicht, also. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Das Problem ist eigentlich ganz einfach. Schnell schauen, man schlägt drauf, dann erscheint das Zeichen und dann müsste man das Teil ziehen. Bingo, und dann öffnet sich die Türe. So simpel, was? Ich glaube gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich das herausgefunden habe, weil ich habe das bei jedem Grabstein gemacht. Natürlich habe ich vorne angefangen, mich nach hinten durchgearbeitet und das war natürlich der letzte. Egal. Haben es geschafft, also gehen wir jetzt hier, was zum Teufel, ich dachte hier wäre eine Hütte oder so. Ich habe einfach, okay, loslassen. Juhu. Hä? Was zum... Hier jetzt unterm Wolkenhorn noch ein Steg? Okay. Das wusste ich jetzt allerdings noch nicht. Hä? Das ist nicht gut. Cookie, ich komme! Schoko-Cookie, ich komme! Bin da, wer noch? Leute, ein geflügelter Ganondorf, scheiße! Und er lässt die Erde erzittern. Oh. Jetzt bist du da. Oh oh, nein, oder? Okay, Mann. Du hast nicht anders gewollt. Ja! Oh, Hilfe, nicht schlagen, bitte, verschone mich. Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Und da soll ich ihm glauben, ja? Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ja, das ist das wie Ganondorf. Ich wohne hier im Wolkenhort. Ja, die Geschichte kannst du deiner Oma erzählen, hey, beziehungsweise Ganondorfs Oma oder, keine Ahnung. Aber du, keiner Seele, das du leide. Und Kindesentführung liegt mir fern. Ich habe nichts von Kindesentführung gesagt. Gibst du warst es. Die Zeugen steht links vor mir. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die Einzige, die keine Angst vor mir hat. Ja, und wieso steht sie nur so einfach blöd in der Ecke rum? Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens von mir. Ja, wen wundert's? Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Hallo, geht's noch? Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Du willst mir wirklich weismachen, dass du ein guter Dämon bist? Gibt's was überhaupt? Obwohl, es gibt allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. Haha, in ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. In einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Oh, das klingt nach einer längeren Sidequest. Die Augen, ey. Seht euch das an. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junge Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Ja, so bin ich natürlich. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Wieso auch? Ah, gut, von mir aus. Tatsächlich? Ja, machen wir dann längere Sidequest. Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihr Problem zu lösen, hält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln. Überall im Wolkenmeer. Ach, der Wolkenhort ist zwar solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Hä? Wolkenhort? Ort? Achso. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Ein Dämon, der mich verzaubert, ja, nee, ist klar. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche den Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Ja, ich hab's kapiert. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen, das steht außer Frage. Das will ich doch hoffen, Mensch. Okay, du gehst gefälligst zurück zu deiner Mutter, ist das klar? Hi, der Onkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast in eine Klippe gefallen wäre. Die Nacht ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist, dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sag ihr, wo ich war. Okay, und du sorgst dafür, ist das klar? Sonst komme ich zurück
und schneid dir deinen dämlichen Flügeln deine Hörner ab. Nein, veranlassen, dass Sorry, Freunde. Dass dieses Mädchen schon morgen früh zu seiner Familie zurückkehrt. Bitte richte den Eltern meine liebsten Grüße aus und vergiss nicht, die wir in der Güte zusammen, ja? Für den Anfang reichen wohl 5 Stück, hilf jemandem und du wirst sie schnell zusammen haben. Ja, aber das alles zu einem späteren Zeitpunkt. Was, Freunde, wie letzt? Ja, wie auch immer. Kann es aber auf Hochdeutsch als auch auf Schweizerdeutsch sagen. Weil jetzt haben wir andere Pläne. Wir machen jetzt zuerst nochmal schnell Tag. Dann sorgen wir dafür, dass Cookie wirklich zurückgegangen ist. Vielleicht bekommen wir was von der Mutter noch. Und dann endlich nach Eldin, meine Fresse. Ja, ich weiß, es zieht sich wieder voran, Freunde, aber... Ihr wisst, es ist blind und es ist brandneu und... Ja. Deshalb spiele ich das Spiel auch so, wie ich es auch zocken würde, wenn ich es jetzt nicht Let's Playen würde. Heißt also, ich gehe mal dahin, mal dorthin, einfach so, wie ich gerade Bock habe. Und wie es gerade passt. Nein, Schleimschläge geht mir auf die Nerven. Glühbirnchen, na gut, ich versuch's nochmal. Ach, klappt sie dieses Mal. Da ist einer, und... Bleib hier, scheiße. Moment mal, es hat doch ursprünglich 3 hier, einen habe ich gefangen, wo sind die anderen 2? Okay, hat es doch nur 2 hier. Oh oh. Na egal. Ich hab keinen Bock, die zu suchen. Natürlich die Fledermaus noch. Scheiße, eine Fledermaus und dieses seltsame Hausvieh. Geschlossen, auch sehr gut. Wow. Wieder so einer. Wo ist mein Schlafzimmer? Hallo. Ich will zurück in die Haie. Achso, da hoch. Jetzt müsste ich richtig sein. Jawohl, jetzt bin ich richtig. Oh, das war knapp, Freunde. Das war knapp. Fast ja meine Energieanzeige auf 0 gewesen. Energieanzeige. Ausdaueranzeige. Die Energieanzeige sieht eigentlich ganz frisch aus. So mit 8 Herzen voll. Nicht übel. Also schnell zurück in unser Zimmer. Müssen wir noch schnell Capoeira Bescheid sagen. Capoeira. Gipora natürlich, nicht Capoeira. Okay, der pennt gerade. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Da sollte man eigentlich auch pennen. So, das war doch... nee, stimmt nicht ganz. Hä? Ist das mein Zimmer? Ja, Zimmer von Michael. Das Gegenüber von Bardo. Ach du Scheiße. Also Freunde, erholen wir uns nochmal kurz. Bis morgens. Und dann geht ihr Zelda suchen. Ab nach Eldin. Jetzt haben wir einen schönen Traum von Zelda und uns und der ist schon wieder vorbei. Ist das fies. Egal, es ist morgens, es ist wieder frisch erholt. Sollte man zumindest meinen. Und dann fühle ich mich schon immer noch so kaputt. Der ist auch wieder hier. Meine Güte. Egal. Dann könnten wir auch noch Bescheid sagen, dass seine Mutter mal Hallo sagen soll. Hey du. Ist ein bisschen besser, Michael. Aber so meine Probleme versuchen mir von Leuten nichts anmerken zu lassen. Dann verschwindet die Traurigkeit einfach, gab dann Leben danach. Du sollst seiner Mutter Hallo sagen. Hallo. Ja, ich weiß, du hast deine Probleme. Meine Güte, wer hat keine Probleme heutzutage? Du nervst. Okay, offenbar will er seiner Mutter nicht Hallo sagen. Whatever. Beziehungsweise whatever. Das ging gerade ziemlich lange mit dem Laden, aber egal. Also jetzt haben wir schnell zurück zu Cookies Mutter. Was ist Cookie ja schon da? Und dann ab nach Eldin. Endlich mal. Das Käfernetz haben wir jetzt. Soweit so gut. Wuhu. Der war auch nicht übel. Wo ist eine Ausdauerfrucht? Hallo. Ich brauche eine Frucht. Ich brauche eine Frucht. Da ist eine. Juhu. Ein frischer Mund über die Brücke. Ich glaube, die Mutter war hier irgendwo, oder? Ja, da ist sie doch. Sagst du, du hast tatsächlich das verschwundene Kind gefunden? Also die gehört doch nicht. Ups, doch nicht die Mutter. Hä? Wo war die Alte? Oh, oh, jetzt sagen wir bloß, dass ich die Mutter suchen muss. Oh, nee. Moment, man hat nicht ganz bescheuert, hey. Okay, Terra ist auch wieder da, ist ja schön. Dorfplatz, Friedhof. Mensch, Mann. Nicht ganz. So, jetzt wieder. Tüftler. Händler. Kuckuckshaus, auch nicht übel.
Wo ist die alte Lageristin Pikas Haus? Ich wollte doch der jetzt eigentlich noch sagen, dass ihre Tochter wieder da ist. Menschenskind. Ja, dann gehen wir mal auf die Suche, wa? Oh Gott, hey, wie lange zieht das noch hin? Oh, ein Kürbisfeld, auch nicht übel. Und wieso, frage ich mich gerade, wieso hat sie ein Loch drin? Kapier ich nicht. Aber egal, ich muss nicht immer alles kapieren, nicht wahr? Juhu! Der war cool, wa? Hat sie vielleicht noch etwas? Ja. Nix, nur Kopfschmerzen bekommen. Ja. Und Rückenschmerzen, aua. Meine Güte, wo ist die Alte mit ihrer Tochter? Hast du vielleicht einen Rat? Wo ist die Alte? Du hast Cookie gefunden, oder? Irgendwie haben sich alle hier Sorgen gemacht. Ja, ich suche gerade ihre Mutter. Du kannst mir vielleicht auch mal behilflich sein. Oh, das ist der Typ da. Den wollte ich jetzt allerdings auch nicht. Wow, was ein Schmetterling? Hey, sag mal, kommst du her? Ich habe hier nichts auf A, hallo. Ja, es hat geklappt. Du hast einen Himmelsfalter gefangen, ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auch an seltsamen Orten auf. Nicht übel, Freunde, nicht übel. Und das zweite Insekt. Nice, 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 nice. So geht's doch schön voran. Herzen brauche ich zwar nicht, aber nein, sage ich trotzdem nicht. Das hat sich gerade auf ganz dämliche Weise gereimt. Tut mir leid. Hier sind sie auch nicht. Verdammte Scheiße. Wo ist Cookie mit ihrer Mutter? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die Alte noch was für mich hat. Sei es ein Herzteil oder sonst irgendwas. Irgendwas Hilfreiches wird sie noch für mich haben. Was heißt das für uns? Ganz genau machen wir uns auf die Suche. Ja, eingesagt. Was ist das? Ein Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneif gerne mit den Zangen. Ist mir gerade egal, da kannst du sowieso hier rein. Voll reingepflatscht. Sehr schön. Hast du auch noch was? Ups, falsche Taste. Ja. Fünfer, sag ich auch nie nein. Jo. Brauch ich zwar nicht, aber... Ja, kommst du her, danke. Ach so. Einfach so eingesagt. Nicht übel. Jetzt hier lang. Ach, kann ich hier noch so viel entdecken, Freunde, es ist nicht zu fassen. Ich spiele schon mittlerweile den, was weiß ich, wie vielen Part, sicher schon einige. So, ist das sie. Jetzt spiele ich dann den weiß wie ich wie vielen Part und trotzdem gibt es immer noch Neues hier zu sehen. Das ist einfach unglaublich. So, jetzt will ich da rein. Hallo, ich will den Schatztruhe da. Es ist doch fies. Ist das mies? Mein Reimerei gerade auch. Hier will ich rein. Vielleicht ist die Alte hier drin. Weil irgendwo muss sie ja sein. Sonst gehe ich nochmal runter zu den Dämon. Und frag ihn. Ah, hier sind sie ja. Und, hast du was für mich? Bist du zufrieden? Oh, Michael. Danke dir, ist meine liebe Kugel gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Gib mir was! Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für deine Güte. Wollte schon sagen, die gibt uns nichts, aber hä? Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Wie eine menschliche Dankbarkeit kristallisiert vor. Ich dachte, die kriegen wir nur nachts. Hier ist ein Mensch, da hältst du stets 5 Einheiten davon. Den kapiere ich jetzt nicht ganz, Freunde. Der Dämon hat uns doch gesagt, wir bekommen die nur nachts. Hä? Hi, na, der Dämon hat uns ganz viel Dings der Güte oder so etwas. Kann ich trotzdem wieder bei ihm spielen? Vergiss mal deine Mutter, ja. Schließlich nicht dein Erziehungsberechtigter oder so. Gut, wir haben noch etwas Zeit, Freunde. Noch über 5 Minuten. Das heißt, ich gehe jetzt schnell zu dem Onkel runter. Gib ihm mal schnell 5 Stück davon. Hat er gesagt, 5 soll für den Anfang reichen. Und dann geht's ab nach Eldin. Ja, Freunde, endlich noch. Lululu. Aus natürlich, die Wie macht mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Ich frage mich gerade, komme ich eigentlich auch bei Tag zu ihm runter oder geht das jetzt nur noch nachts? Weil rein logisch betrachtet müsste jetzt die Tür wieder zu sein. Nee, sie ist offen. Jetzt können im Prinzip die ganzen Dorfbewohner runterkommen und ihn einfach machen. Wir könnten nicht so schnell unterwegs sind, aber pff, scheiß drauf. Wow, das war knapp, es wäre beinahe runtergerasselt. Juhu. Oha. Ich
frage mich gerade, hat dieser Steg Morsego selber gemacht oder wie? Egal. Alter, bin wieder da. Ich habe ja was für dich. Du pennst auch nie, wa? Oh, das ist wirklich viele Juwelengüter für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast die mittlere Geldbörse erhalten. Die bietet etwas mehr Platz als deine alte Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 500 Rubine aufbewahren. Ich brauche leider noch mehr Juwelengüter, um endlich ein Mensch werden zu können. Alles klar, dann ist er wohl derjenige, der uns am Schluss die Maxi-Geldbörse gibt. Oder die große Geldbörse, was weiß ich. Wie viel brauchst du noch? Alter. Ja, weiß ich. Noch mehr, wenn du 10 Stück gefunden hast. Mann, hey. Falsche Taste wie immer. Mensch, ich will immer auf Plus drücken. Hier haben wir sie, die mittlere Geldbörse. Bis 500 Rubine. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt jetzt aufzubrechen, weil jetzt haben wir eigentlich alles. Wir haben einen harten Holzschild, für den Fall, dass wir auf Elektrogegner treffen sollten. Wir haben ein Eisenschild für feurige Gegner. Jetzt sagen sowieso immer gut. Wundertrank, falls mal das Schild kaputt gehen sollte. Einen Käfer, wir haben das Schmetterlingsnetz, ach so heißt das. Das Schmetterlingsnetz, wir haben doch auch, Leute, sieht das aus wie ein Schmetterling oder was? Das ist ein Glühwürmchen, das ist ein Hirschkäfer und alles über den Wolken. Also wir bekommen unten keine Käfer, Moment mal, ich habe drunten auch welche gesehen. Ach egal. Noch ein paar Items, die brauchen wir auch noch. Ich merke gerade meine Wi-Fi-Anbindung spinnt wieder mal wieder. Menschenskind. Hä? Haben wir ihm die nicht abgegeben? Was zum Henker? Kapiere ich nicht. Egal. Soll nicht unser Problem sein, wenn er sie nicht haben will und uns trotzdem eine mittlere Geldbörse schenkt. Why not? So, Freunde, wie gesagt, beziehungsweise wie versprochen, wir haben alles. Das heißt, ich speichere jetzt noch schnell. Der nächstgelegenen Vogelstatue und dann ab nach Eldin. Und suchen wir Zelda. Ups, ja, hier geht's lang. Sag doch schon gerade, wo ist der Weg hin? Wo ist die Leiter hin? Die Leiter hin. Juhu. Sag ich eigentlich noch, wenn ich draufschlage? Nö, kommt nicht mehr. Egal, Vogelstatue, wo bist du? Ich mal hier rüber. Ich frage mich immer noch, wie zum Teufel kann ich tauchen? Also schwimmen geht ja, aber tauchen irgendwie nicht. Also für manche Geheimnisse vermutlich gar nicht mal so übel. Speichern, wie lange dauert das? Nicht lange. Perfekto. Also dann. Habe ich Pech gehabt. Wo ist die bloß hin? Okay, ich quatsch noch schnell den, aber keine Sorge, wir gehen in diesem Bad noch nach Eldin. Ich hab's versprochen und jetzt halte ich mein Versprechen auch mal. Was mache ich noch? Was mache ich noch? Was ist denn los? Ach, mal kannst du kurz an mir zuzuhören? Danke. Der wartet nicht mal meine Antwort ab. Es ist so, mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Wo ist denn hin? Sie ist schon so lange weg, als habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn nun etwas passiert ist, ich mache mir solche Sorgen. Wie sieht sie aus? Wo ist sie hin? Man kann es vielleicht nachher suchen. Sie hat gesagt, dass diese bunte, runde Insel sie interessiert, also sie ist wohl nach Südwesten geflogen. Die hat einen eigenen Flugvogel? Lass mich auf dich, Michael. Hä? Runde Insel. Hier drüben? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Zeit habe ich noch. Oh, die Zeit, noch knapp 2 Minuten. Egal! Solange jetzt die Insel nicht allzu groß ist, mache ich mich noch schnell auf die Suche nach hier und dann nach Eldin. Meine Güte, und es kommt immer was Neues dazwischen, wa? Das hat nicht zu fassen. So, wo ist diese Insel? Die hier? Ja, die ist kugelrund. Es sieht irgendwie farbig aus. Das heißt, wir können da hin. Hier unten waren wir auch schon. Was ist denn das? Ah, die Kürbisinsel waren wir auch schon. Hier waren wir auch. Oder waren wir hier schon? Oh, ich weiß es gerade nicht. Freunde, da können wir auch noch hin. Überall hat es kleinere Inseln. Ups, jetzt habe ich gerade nicht geschaut, bin ich eigentlich richtig unterwegs? Nee, ich bin total falsch. Die könnte es eigentlich auch sein und die auch. Scheiße, ich weiß nicht, welche Insel gemeint ist. Aber er hat gesagt Südwesten, also müsste es rein logisch betrachtet die hier oder die hier sein, aber eben diese farbig ist. Was ist die eigentlich so? Was ist das? Blau, grün, rot, schwarz? Seltsame Farbe für die Insel, aber okay. Machen wir uns also dort hinauf.
Und stimmt der Kurs? Ja, stimmt. Fast perfekt. Da sind ein paar Oktotypen, die uns platt machen wollen. Unter uns so ein Rettungsvogel. Rettungstruppe, auf geht's! Nee, Rettungsvogel, nicht Rettungstruppe. Ist das bloß ein Wolkending? Ja, egal. Vielleicht finden wir es noch heraus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Flugphasen sind relativ, oder wesentlich kürzer als noch die Schiffsfahrten. Kann ich bitte mal ausreden? Puh. In The Wind Waker. Alles klar bei dir? Das nicht Michael ist. Gut, dass du hier bist. Wieso? Mein Vogel hat sich bei uns im Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Das ist übel. Irgendwie konnten wir hier zwar notlanden, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Das ist schlecht. Ich kann allerdings sowieso nicht weg hier, bevor ich seine Verletzung versorgt habe. Dafür brauche ich Medizin. Was, welche? Das ist auch keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Ja, das nehme ich mal an. Kannst du mir bitte Vogelmedizin besorgen, Michael? Ich sage jetzt mal, na klar, obwohl ich das Gefühl habe, das geht nicht so ruckzuck. Danke, du bist ein Lebensretter. Sowieso. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder. Geh zu ihm. Bestimmt macht sich schon Sorgen, warten Dorfplatz des Wolkenholz auf mich. Oh, du hast schon mit ihm gesprochen. Das macht die Sache einfacher. Mein Vogel und ich warten hier. Wir lassen uns auf dich. Danke. Wer weiß, vielleicht kriegen wir die 3. Flasche, Freunde. Das kann natürlich alles möglich sein und deshalb gehe ich nochmal schnell zurück und dann wieder hier hin. Natürlich vorausgesetzt nur, es geht einfach so einfach. Weil wenn nicht, dann direkt nach Eldin. Wie oft hat er schon das Wort Eldin in diesem Part gesagt? Kann das jemand für mich zählen? Juhu. Hoch mit dir! Sturzflug! Ich habe gerade seltsamen Pixelfehler drauf, aber ich hoffe mal ihr nicht, weil ich zog sie vor dem Fernseher. Und am PC sollte die Aufnahme eigentlich klar ersichtlich sein. Einfach zumindest. Wo ist der Alte jetzt? Ah, da unten. Nee, noch nicht. Jetzt springe ich ab. Yes, perfekte Punktlandung. Also, ich habe deine Schwester gefunden. Gibst mir ihre Vogelmedizin? Du hast mein Schwesterchen gesehen. Ihr Vogel ist verletzt und kann nicht fliegen. Oh nein, bringe schnell das hier. Diese Pilzsporen sollten dem Vogel helfen. Freunde, wir haben die 3. Flasche. Ist das geil? Geht es am Vogel bald besser, dann kann er seine Kraft nach Hause fliegen. Bring den zu meiner Flasche. Die leere Flasche kann es da behalten. Ja! Oh Mann, was für ein Part, Freunde. Was für ein Part. Ich freue mich also. Seht ihr das? Ja. Eine Flasche. 2 Flaschen. Die 3. Flasche. Moment mal, damit können wir die Suppe noch holen bei dem Alten. Und der Part wird immer länger, hey. Bald die Krise. Egal. Schnell. Runter. Geronimo. Geronimo Jim. Egal. Ach, Freunde, das Let's Play macht immer mehr Spaß. Ich weiß einfach nicht, hey. Kriegen da ein Item, hier ein Item. Ich frage mich gerade, wie viele Flaschen gibt es überhaupt, weil wir haben jetzt schon 3. Und wenn ich das mit anderen Zelda-Spielen vergleiche, zum Beispiel Ocarina of Time, da haben wir teilweise ewig lange keine Flasche bekommen. Und es gab sowieso am Schluss nur 4. Ich glaube, Majora's Mask nach anders mit 5. Und sogar 6? Weiß ich gerade nicht mehr. Oh, Majora's Mask habe ich sowieso schon ewig nicht mehr gespielt. Halte durch, ich bin gleich da. Der Vogelretter naht. So. Hier habe ich was für dich. Wow. Ah, Pilzsporen, so ein Glück. Du hast mir Medizin mitgebracht. Geben, nicht geben. Wieso solltest du behalten? Danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Ja, mach das mal. Es wird ihm gleich besser gehen. Ich sehe gerade, der hat den Pferdeschwanz als Frisur. Auch nicht schlecht. Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinen Vogel und mir das Leben gerettet. 1000 Dank. Krieg ich jetzt von dir auch noch was? Jawohl! Der hat gesagt, es geht noch bei Nacht. Was zum Teufel? Hilfst du ein Mensch, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. Jetzt habe ich ja 10, das heißt, ich kann schon wieder zu dem. Leute, der Part nimmt kein Ende mehr. Das ist jetzt echt beeilen. Ich habe schon wieder 5 Minuten überzogen. Ich mache halt 30 bis 40 Minuten draus. Ist mir jetzt gerade scheißegal, Freunde. Also dann. Wo wollte ich jetzt hin? Moment noch kurz. Schnell nachschauen. Und wie immer die falsche Taste. Mann.
Ich habe 10 Stück davon. Ich habe eine leere Flasche. Also, ich mache es jetzt so. Jetzt schnell zu der Kürbisflascheninsel, wie auch immer. Dann gehe ich zurück in Wolkenhort, bringe beides ab, sowohl das Glibberzeug als auch die Suppe dann, die Kürbissuppe. Und dann nach Eldin, hoffe ich zumindest mal. Da geht es mit der Sidequest immer so weiter. Jetzt gerade kriegen wir jetzt echt schon die Maxi-Geldbörsen im Dämon, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sturzflug! Ups, falsche Insel. Bin ich eigentlich trotzdem auf dem richtigen Weg? Ja, mehr oder weniger. Das ist wirklich so, vor allem die Flugwege sind viel kürzer als noch die... Ich hätte beinahe gesagt Surfwege in The Wind Waker. Nee, also Schwimmrouten. Schwimmstelle nicht so ganz. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das wisst ihr doch! Oder... Das wird ein extra long Part, Freunde. Ich weiß noch nicht wieso, aber ich kann einfach nicht aufhören. Stimmt's noch? Ja, stimmt noch. Okay, da unten. Dann kann ich da durch? Wieso eigentlich nicht? Okay. Oh, Alter, Scheiße, was ist denn das? Turbotempo oder wie? Ich bin so schnell! Boah, das war gerade übel, ey. Und der Vogel ist irgendwo ins Nirvana geflogen. Hoffentlich hört er mich noch. Der war gerade echt nicht schlecht. So, ich habe eine leere Flasche, also gib mir die Kürbissuppe. Was zum... Okay, der Grund läuft das weg, definitiv. Keine Disco mehr hier. Ja, das sind leere Flaschen mitgebracht. Na also, gib schon her. Gib die heiße Kürbissuppe. Wieso hurtig muss ich hätte darauf achten, dass er sie... Nein! Oh. Okay, jetzt kann ich definitiv noch nicht nach Eldin. Sonst ist sie kalt. 5 Minuten, wie wird mir das gerade angezeigt? Moment mal, war es der Schwertmeister oder war es der Akademiemeister? Weiß gar nicht mehr. Okay, das ist maximal eine Minute, die mir da fehlen würde. 5 Minuten, spinnt der eigentlich? Komm her, Vögelein, wir haben was zu tun. Expresslieferung. Ist eigentlich Express, wie mir das irgendwo angezeigt, dass ich nur noch 5 Minuten habe? Hier steht ja gar nichts. Hä? Was muss denn... Leute, ich sehe irgendwo eine Zeitansage oder so. Wieso muss ich das denn innerhalb von 5 Minuten dahin bringen? Kapiere ich nicht ganz. Egal. Wärme mich trotzdem mal. Hey, Jetzt war ich echt schnell unterwegs. Okay, als zuerst zum Schwertmeister. Der war da unten. Fast zu weit geflogen. Alter, habe ich einen Speed drauf gehabt. Alter, der Vogel wird so auf Speed. Das war jetzt nicht so klug. Ich bin zu weit oben. Scheiße. Ich muss da runter. Juhu. Oder du warst doch. Komm, sag mir, dass du da bist. Ich habe eine heiße Kürbissuppe für dich. Eigentlich müsste er sein. Ich meine, der sieht schon so aus, als wäre er da unterm Fressen. Obwohl, nee. Das ist muskulös, nicht fett. Übst doch Fleiß mit dem Schwert? Das ist nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe, aber doch. Also ich gewinne dir etwas zu bringen. Na klar, Alter. Dann her damit aber hurtig. Ja, bitte sehr. Achtung, es ist heiß. Direkt aus meiner Flasche getrunken. Schmeckt ihm nur, wenn sie so richtig heiß ist. Ja. Bitte richte den Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Mach ich, hast du noch was für mich? Nix. Geizhals, egal. Hätten wir das gelöst, Freunde. Das heißt jetzt zu uns. Ab zum Dämon, ihm die restlichen Dinger bringen da noch. Und ich sehe gerade, wir haben 30 Minuten übersprungen. Ja, es sind schon mehr als 30 Minuten, wollte ich sagen. Oh nein, das ist doch die ganze Ding wieder. Scheiße. Obwohl. Das muss doch auch schneller gehen, oder? Der will eh nichts von uns.
Auch frischt. Turbo Tempo Link. Nein, er kann nur Ruckzuck-Hieb. Scheiße. Yeah. Ich weiß, klingt gerade etwas seltsam, ist vielleicht auch etwas langweilig, aber es muss leider sein. Was machst du eigentlich, nachdem ich beim Dämon war? Gehe ich nochmal kurz auf Kürbisplatz zurück und gebe dem Alten die Kürbissuppe. Die Kürbissuppe. Ich meine natürlich richtig den besten Dank des Schwertmeisters aus. Das wird doch was, wa? Vielleicht kriegen wir noch eine Flasche oder was weiß ich. Das war jetzt nicht so geplant, aber geht natürlich auch so. Dämon, wir haben noch was für dich. 10 Stück bereits. Na? Und die Musik ändert sich plötzlich. So, 10 Stück habe ich für dich. Das ist wirklich viele für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich in diesem Zeichen der Dankbarkeit. Mein Herzteil, ich krieg die Krise, Freunde. Ich krieg die Krise. Ich brauche leider noch mehr Juwelen, damit um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sollst du nennen, hilf mir noch ein wenig mehr. Ja, wie viel brauchst du? 20, 15? Ach, ich will so gerne ein Mensch sein. 30, alter Falter. Ja, das kann ich vergessen. So, Freunde, jetzt kurz der Kürbis, Bar, Sirup, was auch immer. Wieso Sirup? Suppe, wenn schon. Und danach Alien und zwar alles noch in diesem Part, ja. Extra long, extra large. Was treibe ich hier eigentlich? Geht doch auch so, oder? Nee, geht nicht so! Wieso denn? Natürlich wieder mal der Flattermann, der mich zurückbringt. Pass ein bisschen besser auf, ja? Hast du eigentlich nichts in der Schule gelernt? Du Taugenichts. Hey! Ich bin der Auserwählte, hast du kapiert? Tch. Du, komm schon, Link, etwas schneller. Beeile etwas, Link, die Abonnenten warten drauf, dass wir uns beeilen. Und die Zuschauer natürlich auch. Nicht nur die Abonnenten, auch die Zuschauer. Oder vor allem die Zuschauer. Mann, Link, ey. Komm her, Vögelein. So, jetzt war ich dringend nochmal den Turbo-Tempo. Wo war die Scheißding? Ah, da vorne. Ich bin gleich da. Sturzflug. Sturzflug. Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb. Ja, vielleicht langweilig noch etwas damit, Freunde. Ich bin halt auch zum Teil, was soll ich sagen, noch, ja, vielleicht auch ein bisschen Pokémon-Fan, also so wie früher jetzt auch nicht mehr und ich finde es immer auch nicht mehr für die Serien so. Teilweise noch für die Spielen, aber es könnte auch ganz so fun. Was schwatze ich hier überhaupt? Wir sind hier bei Zelda und ich habe keinen Turbo-Sprint drauf. Turbo-Tempo natürlich. Und rein in die gute Stube. Hallo. Bin da, wer noch? So, jetzt quatsche ich mal von hier an. Ja, blöd von der Seite. Ausgezeichnet, Mann. Lass mich kurz einen Schuld mit den kaputten Kronleuchter verrechnen. Aber schuldenfrei bist du ihm noch nicht. Ich finde schon noch eine neue Aufgabe für dich. Schau später bei mir vorbei. Vielleicht ist mir ja bis dahin etwas eingefallen. Muss das sein? Ja, so schon. Du kannst halt etwas länger bleiben und willst unbedingt das zum Haben. Kaufst du der Bar zu etwas Gewinn verhilfst? Kommt drauf an, wie teuer ist sie? Die, was nur auf meine Suppe steht, wenn es ein paar Zimmer nehmen, nur 10 Rubin in die Flasche. Vergiss es. Hau ab, Mensch! Ja, ist ja gut. Dass die immer so unfreundlich sein müssen, Freunde. Aber ist ja normal typisch, oder? Immer diese Barbesitzer. Nee. Stimmt ja gar nicht. Was quatsch ich hier überhaupt? Wer ist denn das hier? Ach so, die Tochter, ja. Wusstest du eigentlich, dass die Kürbisernte kurz bevorsteht? Ich muss sagen, dass es mir recht schwer fällt, diese Frucht in Dingen zu tragen. Ja, aber ich mache das jetzt, finde ich, für dich. Das mache ich vielleicht ein anderes Mal. Jetzt gehen wir nach Eldin, denn das habe ich meinen Zuschauern versprochen. Klar, kaminroter Vogel. Juhu, nach Eldin. Frage ich gerade, lohnt es sich überhaupt noch da durchzugehen oder ist das... Ne, es lohnt sich noch. Es könnte sich noch lohnen, den Turbo einzuschalten. 15 Minuten schon überzogen, wow.
Wow! Nein! Das darf nicht sein! Komm her! Wow, das ist knapp, ey. Ich dachte schon, ich segle voll da runter. Ja gut, wäre vielleicht eine Abkürzung gewesen nach Heldin, wa? Jawohl. Keine Ahnung, wo ich da gelandet wäre. Ich bin gleich da, Zelda, halte durch! Ich kann uns etwas aufhalten lassen, aber ich komme jetzt. Ja, wie lange dauert's noch? Hallo? Ich bin doch schon da! Und runter! Wow! Oh oh. Freunde, das sieht heiß aus. Heiß ohne Scheiß! Da kommt uns direkt den Gegner. Ganz toll. Paraschal. Okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieser Ort ist der Vulkan Eldin, ein noch sehr aktiver Vulkan. Nicht der Todesberg? Da können wir erzählen, was ihr wollt, Freunde. Das wird garantiert der Todesberg sein in No Queen of Time und Twilight Princess. Dieses Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Also Drohnen. Ich empfehle auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Kriege ich keine Feuerkleidung? Also mein Feueranzug oder sowas? Das soll vermutlich löschen. Okay, eine Rolle oder eine Wirbelattacke, nicht schlecht. Und immer noch nicht alles, Freunde. Seht ihr? Da oben hat es noch ein Gebiet. Achso, der Tempel ist dann vermutlich da oben. Ja. Ziemlich heiß. Ach du Scheiße. Wo ist jetzt eigentlich Zelda? Hallo? Ich spüre die alten... Ah, doch, da. Okay, Zelda ist irgendwo da hinten. Meine Fresse, dass die sich so einen heißen Ort als Urlaubsziel aussucht. Nichts fassen, ne? Also dann, Freunde, im ersten Part geht's hier weiter bei Zelda Skyward Sword. Bis dann. Ciao zusammen.